Betrug, Diebstahl, Körperverletzung, Mord. 6 Millionen Straftaten im Jahr. Machtlos steht die Polizei der Woge der Kriminalität gegenüber. Weshalb in Hintertupfenhausen tapfere Bürger das Gesetz in die eigenen Hände nehmen. Menschen wie Josef und Sepp von der Nachbarschaftswache MSO. Mir sing Eus. Na Sepp, jetzt verrat dir mal was. Heutzutage zählt nur noch das Geld. Egal wie, was oder wann. Nur die Kohle zählt. So, schau dir das einmal an. Schwarzmarkt. Wenn das hier Schule macht, dann können die ehrlichen Kaufleute gleich Bankrott melden. Ja, genau. Alles geht bankrott. Früher als Kind, da ist man halt mit seinen Eltern ins Spielzeuggeschäft gegangen, nicht? Und hat gesagt, dieses Spielzeug hätte ich gerne. Nun hat man warten müssen, bis zum Geburtstag oder bis Weihnachten. Heutzutage sind die Erwachsenen da völlig außen vor, nicht? Das regeln die Kinder unter sich, ohne sich natürlich an die Regeln der Gesellschaft zu halten. Sehr gut, Sepp. Verdeckter Testkauf. So lassen wir die Bande auffliegen. Und? Gewerbeschein, Steuernummer, Handelsregister? Hä? Da schauen sie blöd um mit ihren großen Kulleraugen, nicht? Unserer Wirtschaft Millionenschäden zufügen und dann nur auf Mitleid machen. Also mir war das im ersten Moment gar nicht so bewusst. Aber selbstverständlich schaden solche Geschäfte vorbei am Staat nur uns selber. Da hat mein Kollege, der Josef, natürlich die viel größere Erfahrung. Ja, da muss ich jetzt erst über die Konsequenzen nachdenken. Ich springe ja auch nicht in ein Becken hinein, um zu schauen, ob Wasser drin ist. Ja, genau. Erst nachdenken, dann springen. Josef und Sepp fällt es in solchen Situationen nicht immer leicht, konsequent durchzugreifen. Sag einmal, Josef, war das jetzt nicht ein bisschen hart? Was spielst du? Entschuldigung, ich meine, Sepp fällt es in solchen Situationen nicht immer leicht, konsequent durchzugreifen. Aber der Sepp hat ja eh keine Eier. Was ist?